Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, Leute, was für ein Auftakt in die Rückrunde oder ja, 16. Spieltag ist ja eigentlich nicht die Rückrunde, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, grandiose zweite Halbzeit. 8:1 gegen den VfL Wolfsburg. Und das nach der ersten schwierigen halben Stunde, wenn man ehrlich ist. Hut ab, Hut ab, Hut ab. Ähm, Natürlich haben Diaz und Olise zahlentechnisch und was Offensivaktionen angeht, vorne überragt. Für mich aber der Gamechanger, wie so häufig, Harry Kane ist deswegen für mich auch, nehme ich schon mal vorweg, bevor wir gleich in die Benotung gehen, Spieler des Spiels. Ähm, ja, weil erst dann haben wir das Spiel in den Griff bekommen, ja, als Harry Kane, gesagt hat: „Oh, der Lennart Karl kriegt heute nichts auf der Kette. Pavlovic und Bischof kriegen es auch nicht geschissen. Werde ich das wohl mal wieder in die Hand nehmen müssen, ne? Und muss mal wieder den Mittelfeldspieler geben. Und dann haben wir Zugriff aufs Spiel bekommen und ja, guckt euch alleine an, wie viel Offensivaktion Heavy eingeleitet hatte und dann hat er zum Glück noch sein Tor gemacht und was für 'n Tor. Alto Belli. Ja, aber natürlich Diaz und Olise vorne auch überragend. Ähm, Wie gesagt, wir können's kurz durchgehen. Bevor wir das tun, bevor ich's vergesse, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Gut, ja, gehen wir's kurz durch. Anfangsphase, erste Viertelstunde war sehr ausgeglichen. Ähm, Wir sind schnell in Führung gegangen durch das Eigentor, haben dann aber auch relativ zügig den Ausgleich bekommen, wo Lennart Karl nicht gut bei aussah, wo Pavlovic nicht gut bei aussah. Manuel Neuer hat sich relativ früh dafür entschieden, die kurze Ecke zuzumachen. Dadurch hatte der gegnerische Spieler natürlich auch, die Sache relativ einfach, das Ding da einzuschieben. Aber natürlich auch immer schwierig, möchte ich gar keinen Vorwurf an Neuer machen. Ähm, Hat danach ja auch noch mal eine Szene gehabt, später, ja, wo er ganz gut gehalten hat, wenn wir ihm das zuschreiben wollen. Wurst, ja. Ähm Danach war es 'ne halbe Stunde lang 'n offenes Spiel, ja. Teilweise sehr zerfahren, weil wir einfach keinen Zugriff hatten. Wolfsburg hat sehr, sehr gut gemacht, hat Tom Bischof fast komplett aus'm Spiel genommen, ja. Der hat gar keine Bälle bekommen, war gar nicht, eingebunden ins Spiel. Lennart Kahl hat nicht einen Fuß oder nicht eine Idee gehabt, nicht ein Zutrauen. Wenn er mal am Ball war, hat er einfach 'n Rückpass gespielt, Querpass Toni heute. Pavlovic war noch am besten in der ersten Viertelstunde. Da hat er relativ wenige Ballverluste gehabt. Da hat er versucht, das Spiel 'n bisschen zu ordnen. Danach bis zur halben Stunde, Pavlovic super viele Ballverluste gehabt, ja. Ähm, Generell viele Ballverluste, sehr zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten. Ähm, ja, wir haben keinen Zugriff gehabt auf dieses Spiel, weil wir einfach in der Mitte, ja, nicht wirklich Zugriff hatten, ja. Tom Bischof war absolut nicht im Spiel, es war so gut zugemacht. Lennart K. war 'n bisschen besser, hat mehr Ballaktionen gehabt, aber die waren alle schlecht, ja. Super schlecht, hat auch viele Ballverluste gehabt. Ähm, War nicht gut heute. Ja, und dann kam der Gamechanger. Dann hat sich Harry Kane gedacht, vielleicht war es auch 'ne Anweisung von draußen, ich glaube es nicht. Harry Kane, ist gut genug, um das selber zu erkennen und, er hat sich gedacht: „Komm, jetzt ist gut. Ähm, Ich nehme das Spiel jetzt hier mal in die Hand“, und das hat er getan und das in einer überragenden Manier. Ja, dann schon in der ersten Halbzeit, aber dann vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit, ja? Und ja, dann ist auch so 'n Tom Bischof aufgeblüht, ne? Der wurde immer stärker dann Ende der ersten Halbzeit, letzte Viertelstunde, zweite Halbzeit war's ordentlich. Ähm, Wolfsburg kam damit absolut nicht klar, dass Harry Kane sich so tief fallen lässt, ja? Und dann das Spiel macht. Allein wie viele Bälle er gespielt hat, um Michael einzusetzen und dann Michael und Luis vorne. Ja, das erinnert so langsam, aber sicher schon jetzt und, ey, wir reden darüber, dass Luis Diaz grad mal 'n halbes Jahr da ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Das sieht schon so aus, als würden die schon 3 Jahre zusammenspielen, so wie's bei Arjen und Frank war. Also, wenn Michael noch lange da ist,
dann kann dann wächst da gerade was zusammen, das ist brutal, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ja, und zweite Halbzeit war's ein Spiel auf ein Tor. Ja, wir haben alles bei uns ist alles gelungen, das muss man fairerweise auch sagen. Wir haben heute natürlich auch das Quäntchen gehabt. Wir haben das Momentum gehabt, dass Leon Goretzkas Ball ins Tor geht, ist geisteskrank, ja. Ähm, Auch Leon war sehr, sehr ordentlich heute. Wolfsburg hat's uns dann aber auch wirklich leicht gemacht, ja. Also spätestens nach dem 5:1 war der Bums gelaufen und da war dann auch nicht mehr die große Gegenwehr. Sie haben es mit Härte versucht zu kompensieren, auch in der ersten halben Stunde. Ähm, Warum es da keine gelbe Karte gab bei dem Foul an Harry Kane, frage mich nicht. Ich weiß nicht, wofür es dann auch 'n VAR gibt, ja. Das war eine klare Fehlentscheidung, da keine gelbe Karte zu zeigen, ja. Da sind andere schon für vom Platz gegangen. Also, geht in meinen Kopf nicht rein. Generell das Schiedsrichtergespann war Note 6 heute, ja. Fangen wir damit mal an, bevor wir dann gleich mal 'n Blick in die Statistiken werfen. Das Schiedsrichtergespann war eine Katastrophe, ja. Auch, dass nicht erkannt wurde, dass bei uns 4 Bayern-Spieler im Abseits standen und es dann 'ne Ecke gegeben hat. What the fuck? Ja. Und dasselbe auf der anderen Seite auch einmal, ja. Da gibt's 'ne Ecke, wo es keine Ecke war. Also, ähm, Einwurf, der kein Einwurf war und solche Geschichten, ja. Ich fange gar nicht erst an. Ich meine, ich bin großer Freund davon, wenn Schiedsrichter, das Spiel laufen lässt, ja. Wirklich. Bin 'n großer Freund davon und hat mir in der Anfangsphase sehr, sehr gut gefallen, bis die Wolfsburger sich irgendwann gedacht haben, nach dem ersten etwas gröberen Foul, ja, da passiert ja gar nichts, da kommt ja noch nicht mal zum Pfiff. Ja, das wurde nämlich noch nicht mal gepfiffen, da gab's noch nicht mal 'n Freistoß für. Ja, dann können wir ja noch 'ne Schippe drauflegen, ja? Und dann sind halt die harten Fouls gekommen. Und das haben wir auch durchgewunken. Scheißegal, ja? Ähm Das war ein fatales oder ist ein fatales Zeichen, ja. Ich bin großer Freund davon, den Bums weiterlaufen zu lassen, aber irgendwann, wenn dann so ein Foul kommt wie an Harry Kane, musst du auch klar mindestens die gelbe Karte ziehen und eine klare Ansage machen, ja, und das hat man verpasst. Man hat dann irgendwann die gelbe Karte gezogen bei dem nächsten Foul, dann auch gegen Stunny, wer ihm voll mit offener Sohle draufgelatscht ist. Ähm, Das war dann ein bisschen spät, ne? Ja, muss man leider so sehen. Wie gesagt, zweite Halbzeit, das war abartig überragend. Und in der ersten halben Stunde muss man fairerweise auch sagen, oder was heißt fairerweise, muss man auch mal erwähnen, alles, was offensiv war, hat 'n Luis Diaz getragen. Ja, grade die ersten 20 Minuten, was der da, geleistet hat, abgerissen hat. Ich meine, er ist 'n südamerikanischer Spieler. Wir haben schon viele südamerikanische Spieler bei uns gesehen, ja, die bei Minusgraden erfrieren, ja? Also, Luis Diaz ist das krasse Gegenteil, wa? Der ist immer richtig heiß gelaufen. Ne? Hast du das Gefühl gehabt, ja, der kann noch mal da 50% mehr geben, was nicht so warm ist, ne? Dann kühlt er schneller ab. Das war schon wild. Ja, werfen wir mal 'n Blick in die Statistiken rein. Aktualisiere den Bums auch noch mal hier. So, ja, 8:1. Gehen wir die offiziellen Torschützen gerne durch. Killian Fischer, Eigentor. Ja, dann haben wir's 1:1 gekriegt durch Pejcinovic, keine Ahnung. Luis Diaz da, Michael Olise, Moritz Jens, Eigentor. Ähm, Weiß ich gar nicht, aber Luis Diaz hat es direkt angezeigt gehabt, dass er nicht der Verantwortliche war, wo es sehr knapp war. Ich konnte so in der Zeitlupe nicht erkennen. Dann Guerrero, Kane, Olise, Goretzka. Ja. Ballbesitz 67,6 zu 32,4. Abseits 1:0. Fouls 7:6. Zweikampfquote 44,7 zu 55,3. Schüsse aufs Tor 10:3. Ja, soll mal einer sagen, wir sind nicht effizient, wenn 10 aufs Tor kommen und wir davon 8 machen. Schüsse insgesamt 16,8. Ja, ist auch nicht unser Höchstwert, ja. Ähm, aber wie man sieht, von 16 Schüssen 50% rein, ne? Ecken 6,2, angekommene Pässe 654, 266, Flanken 10,4. Schüsse insgesamt: Olise 5, Bischof 2, Diaz 2, Torschussvorlagen Diaz 2, Colli Laimer 1, Tah 1. Eigentlich müsste auch Olise hier noch stehen. Aber ja, wir sehen immer nur 3 Spieler. Gewonnene Zweikämpfe: Olise 5, Kane 5, Upamecano 4, Ballkontakte 108, Bischof 107, Tah 84, Conny Laimer. Ja, damit gehen wir in die Benotung rein.
Hm, ja, die heute relativ positiv ist in großer Teil. Es gibt ein, 2 Ausreißer. Gut, fangen wir mit Winnie Company an. Für mich gibt's 'ne 1,5. Warum keine glatte 1? Weil Manuel Neuer im Tor stand. Sorry, ja. Das hätte 'n Obich verdient. Erst recht, weil Neuer lange Zeit raus war. Ähm, Ich meine, am Ende des Tages gibt ihm das Ergebnis natürlich recht so. Manuel Neuer hat auch keinen großen Schnitzer drin gehabt, wirkte souverän, alles gut. Ähm, Beim Gegentor sah 'n bisschen wild aus, hat sich 'n bisschen früh entschieden, aber das ist Neuer, das macht er beim Elfmeter genauso, deswegen hält er auch kaum Elfmeter. Das eine Ding, ja, können wir jetzt Neuer zurechnen, wo er rausrennt, ja, oder kannst du unter angeschossen zählen? I don't know. Also, es war kein Reflex mehr, der noch rausgezogen ist oder so. Er hat sich ja breit gemacht. War schon gut gehalten, alles gut. Nichtsdestotrotz hätte 'n Obich da heute im Tor stehen müssen, aus meiner Sicht. Deswegen für Vinny nur die 1,5 und nicht die glatte 1. Gut, dann sind wir auch bei Manuel Neuer angekommen. Ja, Manuel Neuer war heute für mich 'ne Note 3. Ähm, eine gute Aktion, wie gesagt, beim Gegentor bisschen früh in der Ecke gewesen, sodass der Ball war noch gar nicht weg vom Gegenspieler und Neuer hat sich schon für 'ne Ecke entschieden. Das kann man, glaube ich, 'n bisschen besser machen, aber auf der anderen Seite wäre der Ball da hingegangen, hätte er 'n Safe gehabt. Kannst du so und so sehen, wie ich grade sagte. Ansonsten war er stabil, da keine Unruhe verbreitet oder sonst was. War fokussiert, alles gut. Hat aber auch natürlich nichts zu tun gehabt sonst, ne? Hat noch einen Ball gut runtergepflückt, der lange, lange in der Luft war, also von daher alles gut. Gut, dann gehen wir's durch. Stunny. Stunny hat mir sehr, sehr gut wieder gefallen. Ähm, ja, vielleicht die ersten 5 Minuten, aber da war die ganze Mannschaft noch nicht so wirklich, hellwach. Generell war die linke Seite die bessere Seite in der Anfangsphase. Ähm, Stunny hat's für mich sehr, sehr gut gemacht. Ja, auch das Zusammenspiel mit Diaz klappt ganz gut. Ähm, aber grade wenn's dann um defensive Aktionen ging, waren Stunny viel, viel stärker als 'n Conny Leimer, ja. Also, Stunny für mich, ja, Hut ab. Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich würde ihn mir standardmäßig jetzt endlich mal langsam auf der rechten Seite wünschen. Das scheint man grade 'n bisschen zu opfern für Conny Leimer, was ich irgendwo verstehen kann als Typ, als Spieler ist er wichtig für diese Mannschaft, allein von der Einstellung her und so weiter. Ja, keine Ahnung. Wir werden's sehen, ja? Am Ende werden die Preise verteilt und dann werden wir sehen, ob das gut war, dass, die immer hin und her wechseln oder eher nicht so gut. Auf der anderen Seite muss heutzutage aber auch 'n, Spieler das beherrschen und das können sie auch. Mir geht's da eher um die Abstimmung. Ähm, Erinnert euch an Alaba und Ribéry, an Lahm und Robben. So, das waren Abläufe, die waren blind, ja, weil die über Jahre ihre Seiten zusammengespielt haben. So, die brauchten nicht gucken, wo ist mein Compañero? Die wussten, wo der ist, ne? Da brauchst du nicht gucken. Die konnten blind spielen, ja. Das meine ich, das schaffst du natürlich so nicht, wenn die Spieler immer wieder die Seiten wechseln, ja. Aber Stani hat's ordentlich gemacht, meiner Meinung nach. 'Ne 2,5 von meiner Seite für Stani. Gut, Jonathan Tah hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja. Die Aktionen, die er machen musste, hat er gemacht und zwar besser als Upamecano heute, der 1, 2, 3 Wackler drin hatte. Auch die Pässe, die er gespielt hat, waren 'n bisschen souveräner als die von Upamecano. Ähm, ja, von daher sehe ich ihn, Jonathan Tah, auch bei 'ner 2,5. Ja, da gehen wir zu Opa rüber. Opa sehe ich 'ne halbe Note schlechter, von daher Note 3. Opa hat's auch ordentlich gemacht, hatte aber ein zweimal so 'n kleinen Wackler drinne. Ähm, auch ein 2 Pässe waren nicht so gut, auch ein zweimal mit sehr weit aufrücken, aber dann 3 Meter vom Spieler weg sein, war völlig sinnbefreit. Wenn du aufrückst, musst du am Spieler dran sein.
Ist zum Glück nichts draus passiert, von daher alles gut, alles fein. Ähm, aber daher ein Tacken schlechter wie Tar und Stunny. Gut, dann kommen wir zum ersten, der meiner Meinung nach hart abgefallen ist. Das ist Conny Leimer. Ja, Conny Leimer ist für mich eine Note 4. Ähm, Das war defensiv eine Nullnummer heute. Das war wieder der Conny Leimer, wie wir ihn die ganze letzte Saison defensiv gesehen haben, und das war Wolfsburg heute. Ja, da geht es noch nicht mal darum, um die Defensivaktion tief in der eigenen Hälfte am eigenen 16er, wo auch eine richtig schlecht war, sondern vielmehr wieder dieses blinde Draufstürmen und nicht an den Ball kommen, ja? Da war kein Timing heute da. Die Seite war super offen. Er hat die Seite super offen gemacht, indem er immer wieder rausgerannt ist wie so ein Idiot. Wolfsburg hat einfach 'n direkten Ball gespielt. Ja, mehr brauchten die nicht machen. Oder eine Körpertäuschung und Conny Leimer ist ins Leere gelaufen. Das war nicht gut, ja? Ansonsten nach vorne hin ist Conny Leimer immer, weil das kann er, ja? Da ist er immer präsent. Das Zusammenspiel mit Michael war schon mal 'n Tacken besser, ja, war aber trotzdem gut heute. Auch das Gegenpressing, wenn er in der gegnerischen Hälfte ist 'ne Geschichte, die Conny Leimer kann, auch wenn das heute nicht ganz so stark war. Aber das Defensivverhalten heute von Conny Leimer war 'ne Katastrophe, ja? Und von daher kommt diese Note von meiner Seite zustande, Note 4. Gut, Tom Bischoff. Ja, Tom Bischoff konnte seine Chance nicht ganz nutzen, ja. War nicht war nicht das, was ich mir oder was ich erwartet habe, wenn ich Pavlovic Bischoff aufm Feld sehe. Ähm Ich habe es gerade schon erklärt, woran's lag. Tom, aber da muss 'n Tom sich anders verhalten, ja? Das war heute so, wie würde Kimmich sich verhalten? 1:1. 1:1. Ja, stell 'n Kimmich 'n Spieler auf die Füße, stell den zu, dann siehst du 1:1 dasselbe. Ähm, Das muss er besser machen, ne? Da muss er besser lernen. Der war die erste halbe Stunde, ich weiß nicht, gefühlt hatte der 3 Ballkontakte in der ersten halben Stunde, ja? Als zentraler Mittelfeldspieler, der dafür da ist, das Spiel mit aufzubauen. Ja, weil er einfach komplett zugestellt war. Ja, Wolfsburg hat immer den Passweg zugestellt. Es war immer ein Spieler in seiner Nähe. Ähm, Da muss er sich mehr bewegen. Da muss er sich mal neben Pavlovic in die Tiefe fallen lassen. Da muss er mal zwischen die Innenverteidiger gehen, so wie es dann in der zweiten Halbzeit auch der Fall war, ja? Das war in der zweiten Halbzeit viel, viel besser von ihm. Erste Halbzeit war das eine Katastrophe, ja? Ähm, Ich weiß nicht, ob's vielleicht an der Abstimmung lag mit Lennart Kahl zusammen oder was, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall schlecht. Die erste halbe Stunde war nicht gut von Tom Bischoff. Danach wurde es besser, um einiges besser, hat er dann auch einen überragenden Ball gespielt, auf Luis Diaz in die Tiefe aus einer sehr wilden Rückwärtsbewegungsposition. Und dann war er viel, viel präsenter in der zweiten Halbzeit, ja. Von daher eine 3,5, zweite Halbzeit hat's rausgerissen. Aber so richtig die Chance genutzt hat er heute nicht auf dieser Position. Da muss noch mehr kommen. Ja, das muss man auch mal sagen. Gut, damit sind wir bei Pavlovic angekommen. Hm, ja, habe ich schon gesagt, Pavlo, erste Viertelstunde oder erste 10 Minuten hat er mir sehr, sehr gut gefallen, hat viele Ballkontakte gehabt, hat versucht, das Spiel zu gestalten, das Spiel zu machen, zu drehen, zu lenken. Weil, wie gesagt, Tom Bischoff war zugestellt, Lennart Kahl war 'ne Farce. Der Einzige, der versucht hat, das Spiel durch die Mitte aufzubauen, war Pavlovic. Hm, so nach 'ner Viertelstunde rum, weiß ich nicht, hat's 'n Bruch gehabt in seinem Spiel. Er hat viele, viele Fehlpässe gehabt, viele, viele Zweikämpfe verloren, ist wirklich außer Tritt gekommen. Ähm, Erst recht nach dem Gegentor, da war's richtig schlecht 'ne Viertelstunde lang. Danach war's wieder besser, aber dann haben wir das Spiel auch besser unter Kontrolle gekriegt, wie ich grade schon gesagt habe. Harry Kane hat sich fallen lassen. Lennart Kahl war dafür vorne, da konnte er nix kaputt machen, hat er keinen Einfluss mehr aufs Spiel gehabt. Alles war gut, ja. Da war es wieder viel, viel besser. Und zweite Halbzeit war Pavlovic sehr, sehr gut, hat sehr, sehr gut gemacht, ja. Im Großen und Ganzen, sehe ich ihn aber auf jeden Fall besser wie 'n Tom Bischoff, ja. Und von daher kriegt er von mir die 2,5. Hat eine schlechte Viertel oder 'ne schwache Viertelstunde gehabt, aber ansonsten trotzdem war er immer noch der, der es versucht hat, ja. Und er war auch der defensiv mitgegangen ist, wenn es nötig war. Und das war in der ersten halben Stunde das ein oder andere Mal nötig, ja.
Und dann war es Pavlovic, der da mitgegangen ist. Und Pavlovic war auch der er hat den Ball verloren so, da brauchen wir nicht drüber reden beim Gegentor, ja, in dem Zweikampf. Aber wie sich Lennart Kahl dann da düpieren lässt. Erstmal war diese Verlängerung von Lennart Kahl schon scheiße, wie er sich dann da düpieren lässt, düpieren, ihr wisst, was ich meine, verarschen lässt durch einfachen Haken. Ähm, Katastrophe, ja. Also, ja, Pavlovic kann das mit Sicherheit da auch 'n Tacken besser vorher versuchen zu klären, aber ja, von meiner Seite gibt's die 2,5 für Pavlo. Gut, ja, da sind wir bei den vorderen 4. Fangen wir mit den Schwächsten an. Ich habe es grade schon gesagt, Lennart Kahl war heute gar nix. Ja, das war für mich noch schlechter wie Conny Leimer. Von daher gibt's 'ne 4,5. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass sein Wunschverein Real Madrid ist. Das ist mir am Ende des Tages scheißegal. Es war heute einfach ein super schlechtes Spiel von ihm, ja? Wenn er mal am Ball war, wenn der Ball nicht weg war, war es 'n Ball nach hinten oder quer, hatte keinerlei Einfluss aufs Offensivspiel oder geschweige denn das Spiel gestalten. Null, absolut null, ja? Es war erst dann gut, wo Harry Kane die Position mit ihm getauscht hat und Lennart Kahl vorne am gegnerischen 16er stand und keinen Einfluss mehr hatte, außer da 'n bisschen hin und her zu laufen, versuchen, irgendwas zu pressen. So, dann war das Spiel erst gut. Vorher wir waren null im Spiel. Die Mitte war tot und da hat Lennart Kahl 'n riesigen Anteil dran. Defensiv viele Bälle verloren, ja. Ähm Auch wenn er mal in der gegnerischen Hälfte war und hat 'n Ball gekriegt, war der Ball direkt weg. Das war nicht gut, ja. Und kein Vorwurf, ja. Wir können das von Harry Kane verlangen, obwohl auch nicht, weil er eigentlich Stürmer ist, anderes Thema, ja. Aber wir können natürlich nicht von Lennart Kahl verlangen, dass er das Spiel, gestalten, machen soll. Da gehört 'n Pavlovic in die Pflicht, da gehört sogar noch 'n Tacken mehr Tom Bischof in die Pflicht, dann im Zentrum. Das können wir von ihm nicht verlangen. Er hat's heute nicht geschafft. Ja, vielleicht war der Druck zu viel, keine Ahnung, durch diese ganze Farce. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er aber einfach 'n schlechten Tag gehabt. Ist 'n junger Spieler, passiert mal. Aber da müssen wir das auch so benoten und das war heute nix. Punkt. Ja, damit kommen wir zu den 3 Überragenden. Fangen wir mit Luis Diaz an. Ja, Luis Diaz für mich heute Note 1. Ich habe es grade schon gesagt, die ersten 25, 30 Minuten war er der Mann. Wenn offensiv irgendwas ging beim FC Bayern, dann hat er es initiiert, ja, über seine Seite. Mit seinem Durchsetzungsvermögen hat er auch das Eigentor erzwungen, ja, hat dann das 2. Tor gemacht. Natürlich mit 'ner schönen Vorarbeit von Michael, ja. Und spätestens da, das war so um die 30. rum, ähm, war Michael dann auch voll da, ja. Aber Luis Diaz war das ganze Spiel über 'n Unruheherd, einfach 'ne Maschine, ja. Und wenn wir gucken, wann war es? 80., 78. oder so was, aber auch schon erste Halbzeit, wo er diesen langen Ball, der eigentlich hinter die Kette ging und da dachtest du: „Oh ja, da ist jetzt 'n Innenverteidiger, der den Ball runterpflückt“ und so. Ne, das war dann Luis Diaz, ja, der diesen Weg macht. Also, auch defensiv heute wieder überragend, ja, wie er mitgearbeitet hat nach hinten. Und 78. oder 80., wo das war, wo er und Harry Kane die linke als linke Außenverteidiger agieren, äh das sagt alles über die Mentalität aus, ja. Also, 'ne absolute Maschine heute, hat geackert, gerackert, hatte viele Aktionen, viele Laufwege, viel vorbereitet, viel versucht. Absoluter Unruheherd, super stark, Note 1. Ja, und dann kommen wir zum Pendant auf der anderen Seite. Das ist natürlich heute auch 'ne glatte 1. Ja, ich habe es grade gesagt, spätestens nach 'ner halben Stunde war Michael richtig da, richtig on fire. Ähm Spätestens nachdem er dann noch sein Tor gemacht hat, war ganz vorbei. Ich habe, glaube ich, 'n Michael noch nie so jubeln sehen. Ja, das war ja mal ein Ausbruch von Emotionen. Ansonsten kennen wir nur ihn, den wir dann ja auch noch gesehen haben, ja? Aber bei seinem ersten Tor war ja mal 'n richtiger Ausbruch für seine Verhältnisse. Ne, Michael, überragendes Spiel. Ja, wie gesagt, in der Anfangsphase war Luis Diaz mehr der Mann, der dafür gesorgt hat. Lag aber vielleicht auch 'n bisschen an der Seite mit Stunny. Ja, wie gesagt, mit Conny Leimer war und grade Lennart Kahl, der viel über die rechte Seite mitging, der absolut heute keinen guten Tag hatte. Denke, das spielt so 'n bisschen die Rolle auch. Ähm
Ja, und dann war es 'ne reine Michael-Show, ja. Aber, und da sind wir beim großen Aber, auch erst seitdem Harry Kane dann den Spielgestalter gegeben hat, ja. Und deswegen habe ich Luis Diaz grade 'n bisschen vorher erwähnt, weil er schon vorher die Akzente gesetzt hat, bevor Harry Kane, ähm, ja, sich als Zehner, Achter, eher war's sogar 'n Achter, es war kein Zehner, ja, es war eher 'n Achter, der das Spiel macht, auf die Posi begeben hat. Und ja, von daher kriegt Harry Kane heute, die Eins mit Sternchen, ja. Für mich absoluter Mann des Spiels, absoluter Entscheidungsfaktor. Ähm, Schlagartig war auf einmal Stabilität da, schlagartig war Struktur im Spiel, schlagartig, ihr habt's gesehen, wie er 3 oder viermal mit seinen Standard-Move den Ball annehmen, einmal um die eigene Achse drehen, den Ball über den Verteidiger hinweg auf Maicke gespielt. Ich glaube, den Ball haben wir 3 oder viermal gesehen. Allein das ist überragend, ja. Aber auch, wie oft er dann, durch 'n schnellen Pass, 'n Steilpass in die Tiefe die Jungs vorne eingesetzt hat. Überragend. Überragend. Und dann macht er noch 'n Traumtor, Alter. Ja, also, ich habe ihm so das Tor gegönnt, ja, nach der überragenden Leistung, wo er sich einfach in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ey, wir müssen immer mal daran denken, das ist 'n Stürmer. Das ist 'n Stürmer, ja? Und das ist 'n Stürmer, der klar kommuniziert hat, dass er das Ziel hat, den Levi-Rekord zu brechen diese Saison. Ähm und wenn er auf dieser Posi spielt, wo er spielt, ist die Chance sehr gering, dass er selber 'ne Bude macht, ne? Also, ja, überragend, absolut. Da sieht man halt einfach den Weltstar, ja? Der hat keine Starallüren, der denkt nicht an so was. Wenn der sieht: „Jo, die Mannschaft braucht mich auf der 8", dann geht er auf die 8, ja? Der war ja wieder in der zweiten Halbzeit, ähm, das ist ja das beste, Indiz dafür. Er war zwischen den Innenverteidigern und der hat sich da die Bälle geholt, hat das Spiel aufgebaut, ne? Also, überragend, überragend. Gut, kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Haben ja 'n paar gesehen. Wir können auch 'n paar sogar bewerten heute. Einmal natürlich, hm, ja, sehr wahrscheinlich die beiden Spieler, die als Abgänge gelten für 'n kommenden Sommer. Rafa Guerreiro, der reinkam für Lennart Kahl. Völlig zu Recht, ja. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass er überhaupt noch aus der Halbzeit gekommen ist, der Lennart. Ja, also das war ne das hätte er bis zur 70. gewartet, dann hätte er auch 'ne andere Note gekriegt, der Kompanie. Es war der richtige Zeitpunkt. Lennart Kahl war null im Spiel. Das war 'ne schlechte Leistung und der gehörte ersetzt. Dass man das dann natürlich mit durch Rafael Guerreiro tut, ich weiß gar nicht, was mit 'n Dingens ist, aber der war da saß er überhaupt auf der Bank? Gnabry? Ja, er war auf der Bank. Ja, na ja, Rafa Guerreiro reingeworfen, hat dann noch das Tor gemacht, ja, auch da auf Vorarbeit von Heavy. Wo dann noch die Vorarbeit vorher von Leon war, ja, so ehrlich muss man auch sein. Ja, ansonsten war's 'ne gute Leistung, 'ne Standardleistung von Rafa Guerreiro. Ich würde ihm 'ne Note 3 geben. Danach ist er jetzt nicht mehr so super oft in Erscheinung getreten. Fairerweise haben wir natürlich auch dann 18 Gänge rausgenommen, was die Offensive anging. Das Tor hat er gut gemacht, so gar keine Frage, war jetzt aber auch nicht die große Kunst, aber es war 'n ordentlicher Auftritt, besser wie davor die Auftritte, ja, war engagiert, hat sich eingefügt, hat gerackert, gemacht, getan, das war gut. Ja, damit kommen wir auch zu Leon Goretzka. Ähm, ja, Leon Goretzka auch 'ne sehr, sehr ansprechende Leistung, ja. Ich sehe ihn 'n Tacken stärker noch als 'n Guerreiro, von daher kriegt er die 2,5 von meiner Seite. Ähm, Man hat gesehen, das ist auch, was ich schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre erzähle. Leon Goretzka ohne Joshua Kimmich in der tiefen Position hätte auch 'ne Zukunft beim FC Bayern. So, das haben wir heute wieder gesehen, ja? Das ist, was er kann, was er gut kann. Aus der tiefen Position das Spiel, die Bälle verteilen, so, das ist 'n No-Brainer. Ja, natürlich fehlt da so der Chipball eines Kimmich, so, das kann er nicht, das hat er nicht im Repertoire und so weiter und hat auch natürlich auch die gleichen Schwächen so 'n bisschen. Aber in so 'nem Spiel wie heute, da kannst du Leon reinwerfen auf der Posi, ja? So, das ist nicht vorne eng, eng, er ist schön hinten, verteilt die Bälle, hat, wie gesagt, ihr habt's gesehen, ja, das Ding noch vorbereitet, für Rafa Guerreiro vorher auf'm Heavy und so weiter. Das war ordentlich.
ja. War auch gut stabil in 1, 2 Zweikämpfen in der Defensive. Klar, 57., da stand schon 4:1, so, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Dann ist halt alles ein bisschen einfacher so, ja, gar keine Frage. Aber es war ordentlich. Es war jetzt keine Leistung, wo man sagt, keine Ahnung, er hätte keinen Bock gehabt oder sonst was. War gut. War da, war direkt präsent. Ja, du hast ihn direkt wahrgenommen im Gegensatz zu sonst. Aber das ist immer so. Wenn Josua nicht auf dem Feld ist das gut, was 'n Leon sagt. Ich erinnere mich an kein Spiel, wo man gesagt hat: Josua Kimmich, ey, das ist nichts gegen Kimmich, ja, wo Josua Kimmich nicht auf dem Feld war, auch letzte Saison. Erinnert euch an die Spiele in Stuttgart et cetera. Da haben wir 'n super starken Leon Goretzka gesehen, ja? Leon Goretzka ist einfach das Opfer des Josua Kimmich. Beide zusammen ist halt nicht mehr zeitgemäß, ja? Du kannst einen von beiden bringen, aber da muss Leon auch genau die Posi spielen, die er gespielt hat, ja, nämlich den defensiven Part. Und dann haben wir auch gesehen, Tom Bischof, der viel, viel agiler war, etc. Ja, das war gut von Leon. Hat mir gut gefallen. Gut. Ja, dann kommen wir noch zu den Kurzeinsätzen, die wir natürlich nicht mehr benoten. Da haben wir einmal Mr. Mike, wie immer, durfte ein paar Minuten auf der linken Seite spielen, dann ist er auf die rechte gewechselt. Ja, das Spiel war da natürlich schon durch so, ja. Da war jetzt nicht mehr viel mit Offensivaktionen. Dann war noch das Tor von Leon, das war das letzte, ja, nach den Einwechslungen. Da war der Ball in den eigenen Reihen halt ein bisschen, ja, da können sie sich nicht mehr so viel zeigen, die Jungen, ja. Aber da, wenn er am Ball war, er war auf der Posi, man hat es gesehen, die richtigen Laufbewegungen, keine Scheu. Aber das haben wir schon in den Testspielen gesehen, alles gut. Ja, Hihiko Ito haben wir gleich ein bisschen öfter gesehen, ja. Haben wir, wie gesagt, für mich ist das, I don't know, ist natürlich schwierig, ja. Ist natürlich schwierig zu sagen, ich nehme dafür 'n Tah raus, was gar nicht geht. Tah ist für mich der überragende Mann in der Abwehrreihe, meiner Meinung nach, vor Opa. 'N Opa, wenn er die Form hat, wie er grade hat, kannst du auch nicht rausnehmen. Bei mir wäre er auf der linken Seite gesetzt, ja. Rico Ito ist, wir haben's heute auch gesehen, ne? Und ansonsten, ja, er muss der erste Einwechselspieler auf 'ner Innenverteidigerposition sein. Du kannst mit ihm 'ne Dreierkette spielen. Ähm, Überragend einfach die Ruhe, die er hat, die Bälle, die er spielt, die Übersicht, das Zweikampfverhalten. Wir haben aber auch gesehen, dass er als Einwechselspieler super funktioniert, war direkt da, direkt drin, so als wäre das ganze Spiel da gewesen. Richtig stark, hat mir richtig gut gefallen. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch Felipe Chavez, der dann noch für 10 Minuten reinkam, wenn wir die Nachspielzeit mitnehmen für Michael Olise. Ja, da haben wir jetzt nicht mehr so viel von gesehen, habe ich aber auch schon gerade gesagt. Das Spiel war dann halt schon durch, ne? Dann haben wir jetzt noch ein bisschen, warum es da noch mal 6 Minuten Nachspielzeit gab beim Stand von 8:1, fragt mich nicht. I don't know, habe ich nicht verstanden. Erst recht bei den Witterungsbedingungen, aber gut. Wir haben es ja schon gesagt, das Schiedsrichterteam war jetzt eh nicht so der Faktor, ja, wo man sagt, das war gut. Also, von daher passt das ins Muster, denke ich. Ja, überragender Start in die Rückrunde, nenne ich's jetzt einfach mal, oder nach dem Break, ja, 8:1. Krank, ja. Krank, wie viel Lust Olise, Diaz und Harry die ganze Zeit durch hatten, ja? Die ganze Zeit, ja, wo sie auf dem Feld waren. So, das war egal. 4:1, 5:1, 6:1, 7:1. Du hast das Gefühl gehabt, so, die haben keinen Ausschalter. So, ja, das war, also die 3, und wir haben es gesehen, du brauchtest auch nicht mehr als 'n 4. Lennart Karl war kein Faktor, null, ja. Guerrero danach, ja, war wenigstens ab und wann 'n Faktor. Aber die 3 alleine da vorne, was heißt da vorne? Also, Harry Kane war nicht da vorne, ne? Er war viel, 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 viel tiefer gestanden. Ja, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.